BLLV-Präsidentin und das macht einen zufrieden und motiviert mich. So schaust du auch aus. Ja, vielen Dank. Nehme ich gerne. Und glücklich. Launig sitzen wir schon zusammen. Angesagt ist, ich sitze heute mit Simone Fleischmann zusammen. Ein sehr interessanter Mensch, ein liebenswerter Mensch und vor allem total spontan. Ich hoffe heute auch wieder. Simone Fleischmann. Soll ich dir gleich ins Wort fallen? Ja, das tust du sowieso gern. Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, das muss ich nur dazu sagen. Damit wir das mal abgehakt haben, was macht ihr da? Was ist das überhaupt? Also ich wollte ja schon als kleines Kind Lehrerin werden und jetzt habe ich das auch geschafft. Dann war ich Schulleiterin und dann habe ich mir gefragt, was die Welt noch so zu bieten hat. Dann war ich im Verband, hier im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband engagiert und habe gemerkt, da geht noch was. Und dann kam halt so eins nach dem anderen. Ja, und dann wurde ich im Mai 2015 das erste Mal zur Präsidentin gewählt und muss sagen, da kann man was ausrichten. Jetzt geht nichts mehr, oder was? Wenn es vorher noch, es geht noch was, dann muss er jetzt dann geschehen sein, oder bist du nicht am Ende deiner Arbeit? Also wir wissen ja nicht, was die Zukunft so bringt, gell, was das Leben so noch zu bieten hat. Ja. Ich merke, dass es viel zu bieten hat und dass die politische Arbeit, die ich jetzt tue, genau das ist, was mich auch reizt. Und deswegen bin ich sehr zufrieden und bin auch sehr zufrieden mit dem, was mir so geboten wird und schaue da mal, wo es noch hingeht. Sehr diplomatisch bist du auch noch, das ist ja Wahnsinn. Aber ich will ja auch gar nicht zu tief da reinbohren. Aber grundsätzlich war ja die Frage, da geht noch was im Sinne von, da geht noch was, ich muss noch viel mit Lehrern machen oder ich muss noch viel für die Schule machen? Oder was ist der Fokus bei dir? Also wir in Bayern haben ein recht gutes Schulsystem. Wir brauchen aber schon noch mehr wie das, was wir gerade leisten können. Ich erlebe als Mensch, aber auch als BLLV-Präsidentin, dass die Gesellschaft da draußen Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer stellt und an die Schule, die immens sind. Das war früher irgendwie anders. Meine leider erst kurz verstorbene Oma hat immer gesagt, sag mal, was erzählst du eigentlich immer, was die da macht in der Schule? Das muss die Mama machen oder das muss der Papa machen. Also du als Vater tust das natürlich alles, aber manche Eltern tun natürlich nicht alles für ihre Kinder und somit ist die Erwartungshaltung, was Schule alles noch leisten soll, sehr hoch. Und da haben wir noch viel Luft nach oben. Wir als Lehrerinnen und Lehrer würden gerne so die ganzen zusätzlichen Herausforderungen stemmen. Wir würden auch gerne den Kindern mehr bieten, vor allem unser ganzes Herz geben, die Emotionalität geben, viel an Beziehung geben, merken aber, dass das nicht geht, dass es aber viele Kinder bräuchten. Und da gilt es, richtig dafür zu kämpfen, was soll denn Schule von morgen eigentlich leisten. Und ich bin in dieser Woche sehr motiviert, weil ich in dieser Woche am Montag startete mit einem ähnlich ist jetzt schwierig, charmanten Gespräch wie mit dir, durfte ich nämlich mit dem Herrn Ministerpräsidenten die Woche beginnen. Liebe Grüße an Markus, ich bin genauso charmant wie du. Und das habe ich nicht gesagt, aber also, ich habe es anders bin formuliert. Charmanter. Zurück. Jedenfalls war in dem Gespräch auch der Tenor, was soll denn passieren in der Schule jetzt, damit die Kinder gewappnet sind für die Welt von morgen. Und das treibt mich ziemlich an. Da bin ich ziemlich motiviert, mit vielen Menschen drüber zu reden und ich glaube auch, die Leute wollen drüber diskutieren. Ja? Also ich wollte eigentlich gar nicht so viel über die Schule reden, aber wenn wir schon dabei sind, muss ich ja mit dir über die Schule auch reden. Ich kann nichts anderes. Echt? Nein, das glaube ich nicht. Da kommt noch ein bisschen was anderes. Was sind denn die Anforderungen? Also so wie du das jetzt gerade von deiner Oma gesagt hast, jetzt habe ich gedacht, ich bin ja schon fast deine Oma. Jetzt alterstechnisch, wenn ich mich Sollte so... das gerade ein nettes Kompliment sein? Nein, das war jetzt ein Schmarrn, aber ist ja auch wurscht. Also grundsätzlich habe ich mir dann überlegt, ich frage mich ja auch immer, was passiert da gerade in der Schule? Also die Leute sind ja alle, oder auch mit meinen Elternkollegen, die sind ja alle meistens 10 Jahre jünger, weil ich bin ja erst etwas später in die zweite Runde der Kinder eingestiegen. Und die sind alle so geschafft. Sorry, wenn ich das so sage, aber viele davon, du darfst das jetzt nicht beantworten, sollst auch gar nicht, aber grundsätzlich glaube ich, dass... dass... Führen wir hier ein Interview oder ein Monolog? Oh, du kannst gerne antworten, auch wenn es nicht traust, gell? Haus Alles raus! Gut. Also ich glaube nicht, dass Eltern geschäftig sind. Ich glaube auch nicht, dass Eltern eine Erwartung an ihre Kinder haben, weil es halt jetzt gerade so schick ist oder weil sie dem Lehrer eine reinwürgen wollen oder weil sie so obergeschäftig sein wollen. Nein, ich glaube, dass unsere Gesellschaft geprägt davon ist, dass ich mein Kind in die Gesellschaft gut positioniere. Und wenn ich das mit gutem Gewissen machen will, dann muss ich dafür sorgen, dass mein Kind viel lernt. Dann brauche ich eine Schule,
der alles geboten wird für mein Kind. Und dann will ich helfen, dass es dem Kind in der Zukunft gut geht. Und jetzt kommt was dazu. Viele Eltern sagen, mein Gott, ich habe mich so anstrengen müssen oder ich hatte so einen schwierigen Weg oder ich hatte die Chancen nicht. Ich will meinem Kind alle Chancen geben. Und das führt dazu, dass sie sehr ehrgeizig sind und dass sie sehr dahinter sind. Und das darf man nicht verurteilen. Ich glaube auch, dass es gut tut, wenn die Gesellschaft Stakeholder produziert. Wir müssen nur immer gucken, zu welchem Wert und was dabei verloren geht. Und manchmal ist es halt ein Angriff gegen die Lehrerin, gegen den Lehrer. Wir verantworten dieses Schulsystem nicht, sondern wir sind diejenigen, die bestmöglich versuchen, im System für die Kinder Maximales rauszuholen. Und ich verurteile keine Mama und keinen Papa, der das Beste für sein Kind will, ganz im Gegenteil. Wir haben oft mit den Kindern schwer zu kämpfen, deren Eltern sich leider nicht kümmern. Ja, okay, das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Wird das mehr gefühlt? Also, das kann man pauschal für Bayern nicht beantworten. Da kommt es ganz stark darauf an, in welcher Schule du arbeitest und welche Region diese Schule sozusagen bedient. Die Generation der großen Autos und der großen Geldbeutel, die gibt es. Und diese Generation will schon in der 1. Klasse natürlich den Lebensweg fürs Kind festlegen. Diese Kinder wachsen bilingual auf, spielen neben Geige selbstverständlich Klavier, bedienen alle Sportarten und sind gehypt von den Eltern. Diese Kinder brauchen aber auch was. Die suchen nämlich oft an ehrlicher Beziehung, an Zeit, weil die verplant sind. Was nimmt zu? Es sind die Kinder, deren Eltern nicht mehr präsent sind. Und da kann ich jetzt eben nicht sagen, das ist in ganz Bayern so, sondern da gibt es Gebiete, wo das so ist. Ich eier jetzt deswegen ein bisschen rum, weil ich auch gegen so eine Zuschreibung bin. Also gegen das, dass man sagt, das sind die Eltern und unsere Gesellschaft ist ach so dramatisch und diese armen, verlorenen Kinder. Nein, es gibt immer noch alles. Es gibt die overprotected Kinder, die so eng geführt sind, am besten noch mit so einer Watch, wo alles digital überwacht wird, jeden Schritt, den er macht. Und es gibt eben die Kinder, die ganz arm sind, weil sich niemand kümmert. Und ich will da keine so pauschalen Urteile fällen, wie viel Prozent ist was. Nein, glaube ich auch nicht, aber ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Und das ist, glaube ich, deckt sich auch mit meinen Gedanken, dass wir manchmal einfach ein bisschen das Gas rausnehmen müssen, alle miteinander. Ja, und einfach auch ein bisschen entspannter die Kirche im Dorf lassen müssen und sagen müssen, jedes Kind macht seinen Weg. Aber ich muss schon nochmal dazu sagen, die Vielfalt ist schön. Wenn wir als Schule das bedienen wollen, dass wir allen Kindern gerecht werden, dann können wir so aber nicht weitermachen. Also dann können wir mit einem Lehrer pro Klasse nicht weitermachen. Da werden wir die Kinder für die Zukunft nicht fit machen. Okay. Also 2 Lehrer pro Klasse? Ja, 2 Lehrer pro Klasse, kleine Gruppen, multiprofessionelle Teams, eine enge Bindung an die Kinder und vor allem das Leben von einem ganz anderen Bildungsbegriff. Nicht nur Leistung, 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 sondern ganz stark Beziehung, Beziehung, Beziehung. Bleibt es beim Frontalunterricht? Wenn in der Frage stecken sollte, dass es nur frontalen Unterricht in Bayern gibt, dann weise ich die Frage zurück. Okay, bin ja schon länger nicht mehr in der Schule. Weil in Bayern wir durchaus jetzt schon nicht nur frontal unterrichten. Okay. Der Frontalunterricht ist für jemanden wie für dich das Sichtbare, dass einer vorne steht und 24 da sitzen. Deswegen zitieren wir den immer. Es geht letztendlich nicht darum, wo der Lehrer steht und wie der Unterricht arrangiert ist, sondern auf welchem Fundament du ansetzt. Wir hier im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband haben das Fundament der ganzheitlichen Bildung. Dann ist es ziemlich egal, ob ich alleine da vorne stehe oder ob die in der Gruppe arbeiten. Es geht darum, wie gehen wir miteinander um. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu vermitteln, weil man meint, Frontalunterricht ist oldschool und digital High-End ist, wenn der Lehrer schon nicht mehr sichtbar ist, sondern vielleicht irgend so ein Roboter ist oder so oder aus irgendwelchen Lernplattformen raushüpft. Das, glaube ich, ist nicht die Zukunft. Nein, das glaube ich auch nicht. Also es sollte immer noch unter Menschen gemacht werden. Dieser Kontakt, diese Bildung, das sollten Menschen mit Menschen tun. Also davon sind wir sehr überzeugt. Das heißt aber nicht, dass wir die Digitalisierung der Welt da draußen und die Digitalisierung in der Schule nicht wollen. Wir Lehrerinnen und Lehrer wollen das. Übrigens sind wir auch Teil der Gesellschaft und wir sind also nicht immer fern der Heimat, sondern wir leben auch digital und wir kennen auch die Welt. Und wir bilden auch die Welt ab. Das heißt, wir wollen eine Balance bieten zwischen modernem digitalen Lernen und menschlichem, mit viel Herz, mit
viel Beziehungsarbeit geprägten Arbeiten jeden Tag, weil nur das, wenn beides geht, ist es das, was die Kinder und uns, glaube ich, voranbringt. Okay. Du bist in der digitalen Welt, gehen wir mal ein bisschen weg von der Schule. Die sozialen Medien sind dir genauso geläufig. Instagram, machst du Instagram? Wer ist dein heißester Follower? Also nicht heißer, wer ist dein bekanntester Follower? Wer folgt dir? Weißt du das? Hast du schon mal reingeschaut? Ja, selbstverständlich. Also ich habe natürlich hier ein Haus, das meine ganze Online-Präsenz gut reflektiert. Wir haben gerade erst alles geguckt. Ich kann da nicht von einem sprechen, sondern ich bin sehr froh, dass ich auf den unterschiedlichen Plattformen, ich sage es jetzt mal auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram, alle Gruppen der Öffentlichkeit bedienen kann. Und es macht mich sehr stolz, Freunde wie dich, die mir dann ein Like verpassen im Sinne von, ich treffe da wohl die Meinung von einem Menschen, der in der Gesellschaft, in der besonderen Gesellschaft steht, der selber Kinder hat und der sagt, hey, die trifft da was. Genauso treffe ich mit manchen Äußerungen Politiker, die in Bayern hier was zu sagen haben. Genauso aber ehemalige Eltern in der Schule, Freunde, die keine Kinder haben, Nachbarn, die mich dann ansprechen und sagen, also das, was du da gesagt hast, voll verstanden, kämpf dafür. Also ich glaube, dass es auf den unterschiedlichen Plattformen alles gibt, auch Journalisten, die sich über die Plattform, meist über Twitter, Statements von mir holen und dann sagen, mit der Frau möchte ich gerne reden. Ganz andere Frage oder eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Wolltest du schon immer Lehrer und Lehrerin werden? Also die Geschichte erzähle ich sehr gerne, Super. Weil ich ja erst letzte Woche mein Einschulungsbild gesucht habe. Habe ich gesehen. Weil es dazu Facebook, eine Journalistin gab, die da was draus machen wollte. Hat sie auch sehr schön gemacht für den Landkreis Ebersberg, wo ich herkomme. Also ich war als Kind im Kindergarten und nebenan war mein Vater Hauptschullehrer am Hasenbergl, wo wir sehr schön gelebt haben. Und ich war wohl immer schon so, dass ich meinen Kopf irgendwie gerne durchsetzen wollte. Und dann habe ich im Kindergarten immer so lange gequäkt und klar gemacht, dass ich jetzt zu meinem Papa will, bis die drüben angerufen haben in der Schule den Hausmeister. Und der Hausmeister hat mich dann mit dem Schulhund abgeholt und dann durfte ich ins Klassenzimmer von meinem Papa und da wollte ich hin. Und in diesem Klassenzimmer gab es immer ganz viele Kinder, die sich um mich kümmerten. Das nannte man dann Erziehungskunde live und das genoss ich sehr. Ich war aber vor allem zufrieden, wenn ich einen Rotstift in der Hand hatte und in allen Heften von den Kindern rumschmieren durfte, was ich auch immer durfte und die Kinder fanden das schön. Also langer Rede, kurzer Sinn, mit 2,5, 3 Jahren wusste ich, dass ich Lehrerin werden will. Da wusste ich noch nicht mal, wie man aufs Töpfchen geht. Komm schon zum Beobachten, die Jungs. Ist dann schon wieder vorbei. Ja, also mit 2,5, 3 Jahren schon, also wirklich bewusst oder war das jetzt schon nicht schön? Da habe ich halt entdeckt, was da los ist. Und als ich dann in die Schule ging, da habe ich ja Schule als Schülerin noch mal anders erlebt, aber da war mein Vater ja immer noch Lehrer, dann war der Schulrat und in der Verwaltung tätig und so, das hat mich nicht mehr so interessiert. Aber so das Leben vor Ort, was er so gemacht hat, waren wir auf Schulfesten, dann waren wir in Grundschulen, in Hauptschulen und dann habe ich so gemerkt, hey, das ist schon was Besonderes, was er da macht. Und ja, dann wurde klar, was will ich denn für eine Lehrerin werden? Für mich war schnell klar, dass ich keine Gymnasiallehrerin werden will, die 300 Schüler unterrichtet und 2 Fächer bedient, sondern für mich war klar, so wie der Papa das gemacht hat, ich muss schon Herzbeziehungen und sowas leben. Deswegen kämpfe ich auch jetzt für den Beruf in die Richtung. Und dann war Hauptschullehrerin wollte ich werden, weil ich mochte eigentlich ganz gern Kinder und Jugendliche, die ihren Kopf schon hatten und sich mit mir auch gerieben haben. Und ich kann mich an viele ganz wunderbare Szenen erinnern in der Hauptschule, wo es wirklich Kampfsituationen waren mit Jugendlichen und ich dann rausging und mir gesagt habe, ja genau, das wollte ich machen. Okay. War das die ganze Zeit so? Also hast du es nie bereut oder war irgendwo mal so eine Phase, wo du gesagt hast, geht mir alles auf den Senkel, ich bin jetzt mal durch? Das war eine gebundene Frage, die Antwort ist Okay, gut. Aber ich kann gern was erzählen dazu. Also es gibt natürlich Auf und Abs
von Erlebnissen als Lehrerin. Und manchmal denkst du dir, mein Gott, jetzt komm, das kann doch nicht wahr sein, das müsst ihr doch jetzt verstehen. Oder komm, das haben wir doch jetzt ein tolles Projekt aufgesetzt, das muss euch doch Spaß machen. Oder ihr könnt doch jetzt nicht sagen, hey, wann ist ein Schluss, warum ist es noch nicht 1 oder so. Es gab auch enge Szenen. Ich war tätig an der Schule, wo das Heim nebenan war. Ein Schüler wollte mir mal eine knallen vor der Tafel. Der meinte nicht mich, sondern da lief eine Übertragung auf seine Mutter, das wusste ich alles. Also es gibt natürlich enge Szenen. Es gab als Schulleiterin, die ich ja dann 12 Jahre lang war, an einer Grund- und Mittelschule Szenen, wo ich mir dachte, das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt sowas machen muss. Dämliche Statistiken, viel Bürokratie, bescheuertes Arbeiten, wo ich nie dafür ausgebildet wurde, was ich nie machen wollte, Haushaltsplanungen und so weiter. Aber alles wurde immer übertrumpft durch ganz nahe Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen, die dir deutlich machten, sie brauchen dich. Und es gibt definitiv nichts Schöneres, wie die Erfahrung, dass ein Jugendlicher, 17-jähriger, Coolnase hoch 10, dir sagt, im übertragenen Sinne, ich brauche dich. Und das ist, also das gibt's, da könnte ich hunderte Erfahrungen aufzählen. Das trug bestimmt auch zu meinem Selbstbewusstsein bei und zu dem, dass ich immer gesagt habe, das ist mein Beruf. Und dass ich auch gewachsen bin, auch als Schulleiterin an Krisengesprächen, wenn so Rotzlöffel bei dir im Büro platziert worden sind, wir wollen den ausschließen, den können wir ja nicht mehr haben, das geht so nicht mehr weiter. Ja, dann habe ich halt mit dem geredet und dann habe ich gedacht, mein Gott, tust du mir leid. Und dann war ich am Schluss so weit, dass er Schokolade kriegte, was meine Kollegen immer ganz schlimm fanden, dass ich mit den Rotzlöffeln so gut mich verstand, dass die dann Schokolade kriegten und dann immer gerne zu mir mochten. Aber ich habe natürlich meinen Job auch gemacht und habe geguckt, was ist da, habe mich gekümmert, habe mit den Eltern gearbeitet, mit den Jugendämtern, mit Kooperationspartnern und dann haben wir es schon hingekriegt. Wunderbar, super. Finde ich toll. Es ist auch mal schön zu hören, mit was für ein Engagement abseits des klassischen 45-Minuten-Unterrichts da Lehrer durchaus auch arbeiten. Und also wenn du das raushörst, dann freut mich das. Und das tun eben ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer. Wir können natürlich auch in den sozialen Medien immer wieder beobachten, wie man auf Lehrer draufhaut. Es gibt auch andere. Es gibt, glaube ich, keinen Berufsstand, wo alle top sind. Aber wenn du mit Herzblut Lehrerin bist und Lehrer bist, dann wirst du das den Kindern geben wollen. Und dann kriegst du das auch zurück auf dieser emotionalen Beziehungsebene. Und dann gibst du definitiv mehr wie das Mathe-Arbeitsblatt, die Deutsch-Ganzschrift oder das Periodensystem. Zeigt mir auch, dass das Networking, das Thema, das ist das, was mich ja auch mit umtreibt, auch ein ganz großer Punkt ist, auch im Verhältnis Schüler zu Lehrern, Lehrerinnen. Ich muss das noch perfektionieren, das Lehrerinnen und Lehrer, aber das lerne ich schon noch. Lehrkörper, sagt man das noch? Also ich habe einen Körper, aber Lehrkörper ist was anderes. Okay. Also, wenn es dann auch noch 2 E's sind, wird es ganz schwierig. Okay, ja. Ich habe in der Schule nicht ganz so gut aufgepasst wie du, aber ich habe es gemerkt. Dabei Hat ein bisschen waren wir länger am gleichen gebraucht. Gymnasium. Ja, aber du warst besser. Naja, aber nichtsdestotrotz, also verbindendes Element, also auch hier sehr viel Networking. War das auch ein Treiber, dass du dann gesagt hast, ich gehe in einen Verband, mache Verbandsarbeit? Also ich glaube, wer in einem Verband arbeitet, kann jetzt nicht introvertiert, schüchtern und zurückgezogen sein, sondern der braucht eine gewisse Lust auf Dialog und auch auf Krise und auch auf ich zeige mich und ich mag diverse Diskussionen führen, um weiterzukommen. Ja, das hat mich angetrieben, das habe ich als Schulleiterin erlebt. Da bin ich sehr gerne in den Gemeinderat gegangen und habe immer das gekriegt, was ich wollte für unsere Schule. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, politische Arbeit ist schon ziemlich cool. Habe meine verbandspolitische Arbeit begonnen im Landesverband der bayerischen Schulpsychologen, weil ich Psychologie studiert hatte und bin dann hier im BLLV zu einem Nachwuchsseminar eingeladen worden. Das habe ich dann gemacht und dann gemerkt, oh, es ist schon meins. Und deswegen bin ich auch jetzt sehr zufrieden. Mir fehlen die Kinder, mir fehlen die Lehrer, mir fehlen die Eltern, mir fehlt das Leben in der Schule, keine Frage. Aber das, was ich jetzt hier tun kann, macht mich sehr zufrieden, weil uns als BLLV alle Türen offen stehen. Ich könnte den ganzen Tag mit Menschen reden und mit Politikern reden, mit der Gesellschaft reden, mit Vertretern in der Verwaltung, mit Kooperationspartnern. Und das ist ein so breites Feld, wo überall dann irgendwie was aufgeht, also die Frucht irgendwie auch aufgeht und was reift und was entsteht. Und das motiviert mich sehr. Und wir spüren natürlich auch, dass wir mit unserer Denke über Schule schon in Bayern ziemlich
up-to-date sind, dass wir gefragt sind als Diskussionspartner, wir als BLLV, und ich gebe es mal sehr egoistisch zu, auch ich als BLLV-Präsidentin, und das macht einen zufrieden und motiviert mich. So schaust du auch aus. Ja, vielen Dank, nehme ich gerne. Zufrieden und glücklich. Ja, meine typische Abschlussfrage, wir kommen jetzt langsam schon wieder zum Ende, ist, was ist dein Lieblingsessen? So, also gut. Ich bin die prädestinierte Köchin, ich bin perfekte Hausfrau und ich kann alles kochen. Super, das ist ja ein Traum. Das wäre schon die richtige Frage, Ja, oder? das ist ja fast schon unglaublich. Ja. Und all das war gelogen, Ich hab's fast gedacht. weil ich das vielleicht könnte, aber das nicht tue. Insofern ist die Frage, was ich gerne esse, so zu beantworten, ich würde es zurückstellen, ich esse alles. Es kommt immer darauf an, mit wem. Hauptsache, du hast das nicht gekocht, oder? Das hast du jetzt gesagt. Okay, Entschuldigung. Ich gehe sehr gerne essen und wenn es was ist, was bayerisch ist, mag ich das genauso. Wenn es was Fettes ist, esse ich es genauso, wenn es was Schickes, Elitäres ist. Mir kommt es immer darauf an, in welchem Rahmen findet es statt. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, es gibt in München wunderbare Örtlichkeiten, wo ich sehr gerne jeden Samstag sein würde, wenn ich mir das zeitlich leisten könnte. Und es kann dann genauso der Viktualienmarkt sein, wo das Leben brummt und ich da stehe und mir dann sage, ja genau, also diese Leberkassemme ist genau das Richtige jetzt. Es kann dann auch ein schickes Essen auf der Dachterrasse im Bayerischen Hof sein und es darf auch eine super coole Pizza sein, eines angesagten Italieners. Also es ist alles drin. Ich sitze am liebsten am Odeonsplatz und genieße München und dann ist mir relativ egal, ob das jetzt italienisch oder bayerisch ist. Wir sprechen jetzt von dem Café, wo alle in die gleiche Richtung schauen. Vielleicht. Es gibt ja noch einen Innenhof, da kann man sich irgendwie anders hinsetzen. Aber ich glaube, es geht mir darum, nicht was ich esse ist entscheidend, sondern wie schön ist denn die Zeit, die man da verbringt und mit wem verbringt man sie. Okay. Und es gibt viele Geschäftsessen, die mir wirklich gefallen. Heute Abend habe ich eines, da gehen wir ins Spatenhaus an der Oper. Das mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Das muss man dann halt, wenn man mit entsprechenden Menschen essen geht, bieten. Ich gehe aber eben genauso gern im Biergarten bei uns draußen in Falkenberg und esse da ein Schweinebraten. Wunderbar. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was deine Leibspeise ist. Ich habe keine Leibspeise. Überhaupt Also ich könnte sagen, ich brauche dich nämlich für ein Kochbuch. Also dann koche ich sehr, sehr gerne. Leibspeise wäre auf alle Fälle eher Süßspeise. Ich erinnere mich dann sowas an Dampfnudeln von meiner Großmutter in der Oberpfalz. Das ist was ich sehr gerne mag. Ansonsten Hatte ich noch esse nicht, ja? ich Dampfnudeln gern Schnitzel. Schnitzel, Wiener Schnitzel. Oder ja, Also paniert, ja. die Nummer, super. Also, das haben wir, also auch hier sind wir sehr d'accord. Also beim Wiener Schnitzel hast du mich abgeholt. Bei der Dampfnudel darf ich eigentlich nicht abgeholt werden. Also, Warum? ja, schau mich an. Ein paar Kilo zu viel auf der Rippe. Da schaue ich zum Beispiel nicht drauf. Ich bin auch froh, dass ich immer irgendwie das Gewicht so halte. Mir geht es darum, mir muss da gut gehen. Also ich könnte das nicht, was manche tun, Kalorien zählen oder so. Vielleicht kann ich auch deswegen nicht kochen. Ich weiß Machst du irgendeinen Sport? Ja, also ich könnte viele Sportarten. Ich bin aber wahrlich nicht jetzt mehr aktiv irgendwo unterwegs. Okay. Also man trifft dich nicht im englischen Garten irgendwo rumlaufen oder sowas in der Richtung? Also man kann mich bei eigentlich allem treffen. Also ich kann und mag Tennis spielen, ich kann und mag Fahrrad fahren. Ich genieße es, beim Pferd zu sein. Ich kann und liebe Joggen, aber ich habe irgendwie manchmal mehr Lust, im Garten zu liegen oder in den Biergarten mit dem Auto zu fahren, weil ich dann mehr Zeit habe mit den Leuten, die mir wichtig sind. Du bist ja auch viel im Einsatz, ne? Also ähnlich, sage ich mal, wie wir Verbandsvertreter haben ja einen vollgefüllten Terminkalender. Ja. Wann geht bei dir der Tag los? Das ist unterschiedlich. Das kommt darauf an, ob ich hier in München Termine habe oder ob ich in Berlin bin. Ich bin viel in Berlin, weil ich stellvertretende Bundesvorsitzende unseres Dachverbandes bin und beim Deutschen Beamtenbund auch aktiv mitarbeite oder da auch Sitzungen habe. Also das kann man nicht sagen, wann der Tag bin. Ich bin aber eigentlich um 5 wach und dann kann ich loslegen und ich kann auch lang arbeiten, aber ich brauche dann definitiv auch die Freizeit und die nehme ich mir gebührend und lasse dann da auch gerne alle 4 Grad sein. Wunderbar. Dankeschön. Gerne. Hat mich total gefreut. Eine charmante Präsidentin an meiner Seite, das finde ich ja auch mal super scharf. Ne? Also sonst habe ich ja meistens immer nur so, lassen wir es mal sein. Nee, aber sehr nett, hat mich total gefreut, Gerne. unterhaltsam. Und ich hoffe, ich darf mal wiederkommen, habe mich nicht zu sehr daneben benommen. Das ist auch so eine Eigenheit, die ich besitze.
Also ich schreibe dir dann so ein Zeugnis aus, wenn es Ja, recht ist. Zeugnis. Und verleihe Sternchen und Noten und das kommt natürlich Wäre dann. vielleicht nicht schlecht, weil meine Zeugnisse werden immer hergezeigt, so zum Schuljahresende. So ein schlechtes Beispiel an meine Kinder verteilt. Also wenn ich deinen Sohn mal wieder treffe, ich sage ihm das live dann. Gut, genau. Ich war gut. Alles klar. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Toll. Schönes Ambiente hier auch und wir sehen uns. Das machen wir. Auch gesagt ist.